Abendmahlgebet, das zweitletzte. So, wir haben heute einen Raumchange gemacht. Wir sind von der Küche in das Zimmer gegangen von unseren Kindern. Genau, das war auch mal ein Change. Das ist immer cool, auf euch zu sagen. Wir halten heute das Abendmahl auf unseren Schoß. In dem Sinne, das Thema ist Dankbarkeit macht dich stark. Und Dankbarkeit ist eigentlich, man sagt, wie eine Fremdsprache, die man erlernen muss. Und Dankbarkeit hat mit dem zu tun, dass man auf das schaut, was man hat. Man schaut nicht auf das, was man nicht hat, sondern man schaut eigentlich auf den Schöpfer Gott. Und man ist sich bewusst, wenn Gott an unserer Seite ist, dann sind mega, mega viele Dinge in dem Sinne einfach möglich. Und Dankbarkeit ist wirklich etwas, was man erlernen darf und auch erlernen sollte. Und Susanne, du hast einen Bibelvers aufgeschrieben, steht im Psalm 103, Vers 1 bis 5 aus dem Neuen Leben Bibel, weil je nachdem von der Übersetzung sind gewisse Texte knackiger und andere manchmal ein bisschen so unverständlich. Kannst du Ja, mal der, vorlesen? der beschreibt es ein bisschen schöner. Luther ist straight on the point, aber deswegen kann ich auch die Neues Leben nicht auswendig zitieren, weil das ist einer meiner Lieblingspsalme. Lobe den Herrn meine Seele und alles, was mich ausmacht. Luther würde sagen, und alles in mir, aber alles, was mich ausmacht, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss all das Gute nicht, das er für dich tut. Er vergibt dir alle deine Sünden und heilt alle deine Krankheiten. Er kauft dich vom Tode frei und umgibt dich mit Liebe und Güte. Er macht dein Leben reich und erneuert täglich deine Kraft, dass du wieder jung wie ein Adler wirst. Und was mir jetzt so eben beim Lesen auffällt, ist, das steht nicht in der Vergangenheit, sondern das ist in der Gegenwart geschrieben und deswegen nehme ich das auf jeden Fall und ich glaube, es ist auch so gemeint, Ja. jeden Tag aufs Neue. Also das heißt, wir sollen das Gute nicht vergessen. Es ist auch interessant, dass im Alten Testament hat Gott zum Volk Gottes gesagt, dreimal im Jahr müsst ihr euch versammeln in Jerusalem. Die sind dahin gepilgert, die haben auch viel Finanzen investieren müssen, die haben 10% abgegeben für die Leviten, für den Tempel, aber genauso viel Geld mussten sie auch abgeben, einsetzen, eigentlich um da in die Feste zu gehen. Und die Feste hatten immer eigentlich vor allem eine Bedeutung, nicht vergessen, woher man kommt und was hat Gott bewirkt, weil als wir nach Hause gegangen sind, du kennst das, kommt der Alltag wieder ins Spiel und dann hast du ein Problem mit den Kindern, mit dem Auto, mit dem Haus, mit der Heizung, was auch immer. Und irgendwann vergisst man wieder eigentlich, woher man kommt und dass man einen Gott hat, der ja immer in dem Sinne treu gewesen ist. Und Gott ist nicht einer, der sich ändert. Das ist die einzige Konstante, die man haben. Freunde können kommen und gehen und dich enttäuschen oder nicht enttäuschen. Aber Gott ist der gleiche gestern, heute ist in alle Ewigkeit. Und Dankbarkeit, man sagt ja auch, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Und ich habe eine lustige Geschichte gelesen, die möchte ich euch ganz kurz erzählen, dass eben dankbar etwas ist, was man lernen muss. Das ist uns nicht einfach so hineingeboren, weil wir haben mehr das Wort gehört, nein, das darfst du nicht, nein, mach das nicht und mach das auch nicht. Also das Nein ist ganz, ganz krass bei uns. Und man hat immer dann das gesehen, was man eigentlich gerne hätte. Und zwar, das ist eine Mausefamilie und es kam ein sehr hungriger Kater auf sie zu und der Vater wusste, wir sind gegessen. Und dann büßt sich der Mausevater sich so auf und beginnt zu bellen. Wow, wow, wie ein Hund. In dem Moment läuft der Kater weg und die Kinder sagen, Vater, was soll das? Und dann hat er gesagt, es ist wichtig, dass man eine Fremdsprache beherrscht. Und Dankbarkeit ist genauso eine Fremdsprache, wenn der Feind dir entgegenkommt, mit allen Argumenten, sind ja Argumente, ich spreche da nicht einfach von Gefühlen, der Feind kommt mit Argumenten, er ist ein Ankläger, er klagt uns an mit Argumente, that's the point. Und darum lass uns heute ganz, ganz bewusst, wenn wir jetzt das Abendmahl zusammen einnehmen, ganz bewusst in diese Dankbarkeit hineingehen, mal anschauen, wer komme ich, was hat Gott getan, was habe ich schon alles erlebt und was werde ich auch nochmals in dem Sinne erleben. Also Jesus nahm das Brot und das Erste, was Jesus machte, im Angesicht seiner Freunde, seiner Jünger, hat er Gott Danke gesagt. Und ich lade dich jetzt ein, ganz konkret Gott Danke zu sagen. Du kannst jetzt das auch auf eine Liste aufschreiben, wenn du es später zuhörst. Einfach aufschreiben, für was bist du dankbar. Und dann merkst du, das sind ganz viele kleine Dinge, die haben uns als ganz selbstverständlich, es fühlt sich als selbstverständlich an, es ist für uns gar kein Wunder mehr. Und dennoch ist es ein Wunder.
Gott im Himmel, ich danke dir für alles, was du bereits in mich hineingelegt hast. Ich danke dir, dass deine Hand mich geformt hat im Leibe meiner Mutter. Ich bin nicht einfach ein Zufallsprodukt. Du hast mich geformt, du hast mich geprägt, du hast Leben in mich hineingehaucht, du hast im Moment das Leben in mir wirklich bewirkt. Und ich bin dir dankbar, dass es auch heißt im Psalm 139, alle Tage von dem Leben und auch alle Werke hast du schon gesehen. Gott sieht, hat eine andere Dimension, Gott sieht den Anfang und das Ende, alles in einem Mal. Und dafür bin ich dir einfach dankbar. Ja. Dankbar für die Momente, wo ich nicht mehr weiter gewusst habe, hast du eingegriffen. Danke für die Momente, wo du meine Gebete nicht so erhört hast, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich hatte eine klare Vorstellung und ich schaue zurück und es ist eine Linie, dass dennoch du hast gewisse Dinge mich bewahrt, von denen ich mir in dem Moment nicht vorstellen konnte, dass es wirklich gut kommen könnte. Danke für meine Gesundheit, danke für meine Perspektive, für den Frieden, dass ich den Heiligen Geist habe. Und jetzt, Susanne, geh auch in die Dankbarkeit hinein. Ja. Lass uns da ein bisschen drin bleiben. Danke Gott, dass du eine Zukunft für mich bereit hast und danke, dass es mehr gibt im Leben als einfach dich, dass du die Sünden vergibst, wie es bei diesem Psalm heißt, sondern dass ich in meiner Beziehung zu dir auch wachsen darf und dass meine Krankheiten geheilt werden und dass ich vom Verderben erlöst werde und dass ich jeden Tag erneuert werde, mein innerer Mensch. Dafür danke ich dir. Ich danke dir, Gott im Himmel, dass eine persönliche Beziehung mit dir überhaupt möglich ist. Und ich danke dir, dass du mich kennst, mich siehst und genau um alles weißt. Und ich danke dir so viel mal, dass wenn ich meinen Blick wegrichte von dem, was ich das Gefühl habe, dass mir fehlt, dass noch so viele Farben mehr da sind, wo ich ja dankbar sein kann dafür. Ja. Und ich lade dich wirklich ein, heute ein weißes Blatt Papier zu nehmen oder ein Smartphone, ein Computer, was auch immer, und schreibe mal wirklich alles, was du dankbar bist, weil der Sabbat, der freie Tag, hatte genau auch diese Bedeutung, by the way. Ist einfach so, man chillt dahin, geht wandern, irgendetwas, das kann man alles machen, das ist nicht ein Thema. Aber es wird auch vergessen im Sabbat, ist hinzusitzen und zurückzuschauen von der Woche und sagen, wo hat Gott eingegriffen, und man ist dankbar. Und man reflektiert an dem Tag auch sein Leben, damit man in die nächste Woche wieder kraftvoll in dem Sinne hineingeht. Ja, und schau mal, ich habe heute wieder ein Bild mitgebracht. Ich bin dankbar für die Begabung, die Jesus mir geschenkt hat. Und natürlich, die schwarze Tinte fehlt immer noch, weil ich sie tatsächlich das falsche Stück bestellt habe. Es war etwas angekommen, aber ich habe es falsch bestellt. Und jetzt könnte ich mich nerven und undankbar sein, dass die schwarze Tinte fehlt, aber gerade dieses Bild zeigt mir heute, es gibt noch so viele Farben, die darauf sind. Es entsteht zwar ein bisschen ein anderes Bild, aber ich bin einfach, das zeigt mir, ich kann dankbar sein für das, was ich habe und meinen Blick wegrichten von dem, was ich nicht habe. Genau. Und dann nahm Jesus das Brot, danke für das Bild, und dann brach er das Brot in 2 Stücke. Und du hast viele Sachen erlebt, wo Dinge zerbrochen sind, wo du keine Perspektive mehr hattest. Und jetzt schau mal zurück und sagst, wow, das hat Gott zusammen gebunden wieder, zusammengeklebt. Und jetzt ist das, und Essen, habe ich schon mal gesagt, ist Kauen, da muss man aktiv werden. Und ich danke dir, Jesus, für all die Momente, wo ich nicht mehr weiter gewusst habe. Und wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du nicht mehr weiter weißt, dann sage ich ihm Danke, dass er ist der gute Hirte. Du hast versprochen, du führst mich, du leitest mich. Deine starke Hand lässt mich nicht los. Es mögen 1000, 10.000 Pfeile auf mich geschossen werden, und die Pfeile mögen ganz verschieden sein. Es mag ein Shitstorm sein, es mag Mobbing sein, es mag Menschen sein, die meinen es abgrundböse. Dennoch und trotzdem danke ich dir, wie in der Geschichte von Josef im Alten Testament, wo er sagte zu den Brüdern, ihr habt das wirklich böse gemeint, abgrundtief böse, richtig böse, ihr wolltet mich umbringen. Ich meine, Eifersucht ist das eine, aber umbringen geht gar nicht. Und dann sagt er, aber Gott hat dennoch aus dem was Gutes entstehen lassen. Das ist das, was ich dir und mir zurufe. Gott, Jesus, hat am Kreuz das, was nicht fair ist, genommen und etwas Neues gemacht. Und dann nahm Jesus den Kelch mit dem Wein, sagte, das ist der Bund in meinem neuen Blut. Und so oft ihr daraus trinkt,
verkündigt ihr den Tod von Jesus. Das heißt, im Blut ist Leben, im Blut ist Energie. Also ohne Blut gibt es uns gar nicht mehr. Und jetzt trinkt das als ein Statement. Und nimm du zuerst, sonst hast du wieder Ja, Lippenstift Lippenstift geht drauf. gar nicht, meine Güte. Ja, und ich danke dir, Gott im Himmel, dass deine Verbindung mit mir mich stark macht. Und es ist schon Yes. sehr besonders die Vorstellung, dass der Gott, der Schöpfer Yes. der Welt, sich mit mir, Yes. mit dir, mit uns verbindet. Vielen, vielen Dank Ja. für diese Verbindung und dass du nichts anderes im Kopf hast als mich, als dich, Ja. als uns. Und jetzt sag ihm Danke auch, dass er all deine Fehler, all deine Sünden vergeben hat. Sag ihm Danke, das ist nicht in dem Sinn menschlich normal. Man würde sagen Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn du mir Böses angetan hast, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, dein Chef, dann werde ich das zurückgeben. Und Vergebung bedeutet, dass ich in den gleichen Fußstapfen bin, in dem Sinn, dass ich Vergebung brauche. Und sag ihm Danke, weil es ist Gnade. Gnade bedeutet für mich, wir haben es nicht verdient, du konntest nichts hinzutun. Es ist in unserem Denken nicht logisch, es ist nicht fair, es macht keinen Sinn, es übersteigt alles von den Gefühlen, die wir haben. Sag es ihm Danke. Danke, dass deine Sünden sind reingewaschen. Nicht nur reingewaschen, er sagt, was rot ist, macht er weiß wie Wolle. Er nimmt unsere Sünden, wirft sie in das tiefste Meer, er holt es nicht mehr nach vorne. Es ist ein für alle Mal ausradiert. Und wir danken dir, Jesus, dass du hörst jetzt die Hunderten, die Tausenden von Menschen, die jetzt das zuhören und mit uns mitbeten. Du hörst den Dank von Tausenden von Menschen, die dir dankbar sind, dass es dich gibt, Jesus. Man kann dich totlachen, man kann dich tot erklären, man kann dich aus dem Vokabular, aus den Schulen, aus allem kann man dich rausnehmen. Das kann man das alles. Man kann deine Realität nicht wegnehmen. Du bist noch immer ein Gott, der Menschen begegnet, in Träumen, in Visionen, in einer Offenbarung. Und ich segne dich einfach mit dieser Gunst Gottes, mit der Güte Gottes. Und ich bitte einfach, dass wir durch den Tag gehen als Dankbare, Gesegnete. Wir sind privilegiert. Wir haben es nicht einfacher als Menschen, die nicht an Gott glauben, aber wir haben eine bessere Zukunft. Absolut, das haben wir. Wir haben eine Gewissheit von uns. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist, der in uns drin wohnt. Und wir sagen zusammen, Amen. Ihr Lieben, denkt daran, es ist Fasten, Gebet und Geben. Wir haben jetzt schon 20 Tage Finanzen zusammengelegt, kein Kaffee. Für die einen nehmen das Beispiel, vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber einfach dein Thema. Und wir bringen das morgen in unsere Church für die Reach Beyond Projekte. Das ist AVC, verfolgte Christen, für die möchte ich eine Stimme erheben. Es ist Kambodscha für Kinder, die keine Perspektive haben, ohne die Christen. Das sind mega viele Projekte, wo wir über unsere 4 Wände einfach Projekte segnen wollen, im vollen Bewusstsein. Es gibt noch viel mehr Projekte als nur das. In dem Sinne, und darum danke fürs Mitmachen, danke fürs Mitbeten, fürs Mitgeben. God bless you. Und denkt dran, morgen ist unser letzter Tag. Ich denke es gar nicht, es geht so schnell vorbei. Und dann denke ich, nein, das darf doch nicht wahr sein. Habe ich jeden Tag für euch aufgestanden, es fiel immer einfacher. Aber ich bin, wie gesagt, kein Morgenmensch, das ist meine Frau und ich eben nicht. Aber wie gesagt, ich habe es hingekriegt und es hat mir nicht geschadet. Es ist mal was anderes. Und darum, schön, dass es sich gibt. God bless you und Tschüss, ciao, ciao. mach's gut.